Yes. Seine Liebe bleibt bestehen. Ist das nicht eine mega schöne Zusage, die wir da singen miteinander? Ja. Jemand findet, ja, cool. Der Rest von euch, sind ihr happy? Geht es euch gut heute Morgen? Come on. Ich freue mich auf heute Morgen. Bin mal gespannt, ob ihr euch immer noch freut, wenn ich fertig bin mit meiner Predigt. Das ist eine von denen. Genau. Darum habe ich gedacht, hey, machen wir mal einen leichten Einstieg. Erzähl doch mal schnell deinem Nachbarn, was dein Lieblingsessen ist. Nice. Ich bin wieder fasziniert, dass es da ganze Erklärungen braucht auf so eine einfache Frage, gell? Das ist ja ein Wort, das man da müsste sagen, gell? Aber da kommen alle Essensliebhaber und erzählen da in langen Sätzen, was ihr Lieblingsessen ist. Hat irgendjemand Raclette gesagt? Tatsächlich, Raclette. Nice. Nice. Ich habe einfach mal... Es hat mir mal jemand erzählt, der bei uns in der Kirche war, sein Lieblingsessen war Raclette. Und sie haben mal, und er war sehr stolz darauf, wie viel das er essen kann. Und so hat er sich auf eine blöde Wette eingeladen und hat mit jemandem gewettet, dass er 8 Raclettes essen kann. Und dann, die Geschichte geht so, nach 6 hat er langsam aber sicher gemerkt, hey, ich bin am Ende, es geht nicht mehr. Und so hat er dann, wo die anderen nicht geschaut haben, das 7. und das 8. schnell in den Hosensack da. Genau. Auf das er die Wette erfolgreich kann gewinnen. Ein bisschen beschissen, aber hey, soll es geben. Wisst ihr was? Nochmal eine Frage. Wer weiß eigentlich, was es heute zum Mittag gibt bei euch daheim? Okay, ein paar gute Schweizer haben schon mal die Hand auf, die haben das natürlich geplant. Wisst ihr was? Gibt es bei den meisten Christen am Sonntag zum Mittag? Wisst ihr was? Es gibt, bei den meisten Christen gibt es am Sonntag zum Mittag Roasted Pastor. Okay. Das ist ein Witz für alle, die Englisch kennen. Man könnte auch sagen, filetierter Gottesdienst, oder? So schön in Scheibchen geschnitten, analysiert und durchinterpretiert und auf Wahrheitsgehalt prüft. Und man schaut natürlich gut, hey, ist das, was heute passiert ist, was gesagt worden ist das richtig, ist das korrekt? Und wisst ihr was? Hey, ein gewisses Maß, ist das okay? Ist das ja auch okay, dass man sich überlegt, hey, wie war der Gottesdienst gewesen? Ist das mir entsprechend gewesen? Hey, ist das gut gewesen, so verbauend gewesen? Wisst ihr, wir machen das übrigens auch im Team, im Angestellten-Team. Am Dienstag ist nach der Teamsitzung immer gefragt, hey, wie war der Gottesdienst gewesen? Was haben wir erlebt? Was haben wir gesehen? Und ja, wir tun dann auch ein bisschen roasten, den Gottesdienst analysieren und auseinandernehmen und schauen, hey, wie war es gewesen? Hat es mir gefallen? Hat es mir nicht gefallen? Was ist gut gewesen? Was könnte man noch besser machen? Etc. Und ich möchte heute Morgen über ein Thema reden, wo eigentlich genau das Gegenteil von dem ist. Es geht um Berufung der Kirche. Was hat die Kirche für eine Berufung? Und da bräuchte ich jetzt mal mein Flipchart, weil wir haben nämlich etwas, was wir machen, wo wir schon ein bisschen gemerkt haben in dieser Frage. Wir gehen immer eigentlich von uns aus. Dankeschön. Also, in den meisten von unseren Perspektiven und Betrachtungen bin ich ja irgendwie im Mittelpunkt. Und das ist ja klar, das geht ja gar nicht anders. Wir können ja nur von uns her irgendwie denken, existieren, das geht fast nicht anders. Aber wir gehen dann und wir betrachten dann von uns her die Kirche. So, das ist eine Kirche. Für alle, die das nicht erkennen, oder? Und wir sind jetzt da und wir betrachten, haben da ein Auge auf die Kirche und überlegen uns, hey, ist das, was da noch ein paar hübsche Augenbrauen, das ist ein Auge für alle, die es nicht sehen. Wir schauen jetzt auf die Kirche
Und wir stellen uns die Frage, hey, ist das, was da passiert, gefällt mir das? Ist es zu laut? Ist es zu leislich? Ist es zu hell? Ist es zu dunkel? Ist der Pastor zu langweilig? Müsst ihr länger reden? Müsst ihr biblischer, fundierter predigen? Sollte er eigentlich mehr lebensnah predigen? Und wir haben ganz viele Vorstellungen und Ideen und Gedanken, wie die Kirche sollte sein und was eigentlich sollte passieren am Sonntag oder auch unter der Woche oder wie auch immer du jetzt gerade so unterwegs bist und was auch immer du siehst und betrachtest und was dir wichtig ist. Auf das schauen wir und wir machen vielleicht sogar noch Listen und überlegen uns, hey, das und das und das müsste es geben in der Kirche. Und aus dem daraus formuliert sich so fast wie eine Frage für den Sonntagmorgen oder für die Kirchenzugehörigkeit. Je besser dass das, was da ist, meiner Erwartung oder meiner Sicht entspricht, desto mehr kann ich da mit Ja antworten. Nämlich die Frage, was bringt es mir? Was bringt es mir, wenn ich am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehe? Was bringt es mir, Teil zu sein von dem? Und je besser meine Erwartungen und meine Sicht von der Kirche her abdeckt wird, desto besser ist es, oder? Und desto mehr komme ich und desto eher bin ich Teil von dieser Kirche. Und wir Pastoren, wir haben die Gefahr, dass wir euch wettet, was wir am Morgen predigen, verkaufen. Dass wir probieren, möglichst dem zu entsprechen, möglichst viele Leute abzuholen, abzudecken. Und eines mehr, mit dem ist grundsätzlich ja nicht alles falsch. Oder es ist ja nicht nur schlecht, wenn man sich überlegt, hey, wie können Leute abgeholt werden, wie können sie mitgenommen werden. Und wir haben aber trotzdem eine Tendenz, dass wir probieren, in der Predigt der Kirche etwas wie zu verkaufen. Schmackhaft zu machen, zu erklären, zu überzeugen. Auf das ihr etwas nachher macht, zum Beispiel, wenn es um die Zehnte geht, oder? Ja, bringe ich natürlich gute Argumente, was es dir bringt, wenn du die Zehnte gehst, auf das ihr nachher eine Aktion vollbringt, oder? Und das hat immer mit dem zu tun, wie sehen wir Kirche und was bringt mir Kirche ultimativ. Und wisst ihr was? Heute am Morgen möchte ich nichts von dem machen. Ich möchte nicht euch erklären, verkaufen, was die Berufung ist von der Kirche, auf das ihr mehr mitmacht, auf das ihr besser dabei seid, auf das ihr eher überzeugt seid, weil es bringt euch ja so viel. Sondern was ich heute am Morgen möchte machen, ist eigentlich etwas ganz anderes. Ich möchte nämlich mal für einen Moment Gott im Zentrum haben. Ist nicht schlecht, oder? Für einen Sonntagmorgen. Ich möchte Gott im Zentrum haben und ich möchte mal von Gott her denken. Und nicht von uns her denken. Und die gleiche Frage, die wir vorher besprochen haben, ist so quasi, okay, was sieht eigentlich Gott, wenn er auf die Kirche schaut? Was ist seine Perspektive, wenn er Kirche betrachtet? Was sieht er oder was möchte er sehen? Und dann die gleiche Frage, die wir bei uns gestellt haben, auch für Gott gestellt. Was bringt es ihm? Und das soll die Perspektive, der Fokus sein von dem heutigen Morgen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es heute tatsächlich die Roasted Passage zum Mittag gibt. Aber hey, das Risiko gehe ich ein, das nehme ich in Kauf. Und ich möchte das da hinten deponieren, einfach als Reminder, dass das heute der Fokus ist von dieser Predigt. Von dem Gottesdienst geht es nicht um uns. Es geht nicht darum, was wir wollen, es geht nicht darum, was wir brauchen, es geht nicht darum, wie wir es sehen, sondern wir möchten heute wirklich die zwei Fragen stellen. Was sieht Gott, wenn er die Kirche betrachtet? Was ist ihm wichtig? Was hat er im Sinn mit der Kirche? Und dort daraus auch die Frage, hey, was bringt Gott eigentlich Kirche? Was hat Gott von der Kirche? Was möchte er von der Kirche? Und ich glaube, wenn wir das nämlich beantworten, wenn wir dem nachgehen, dann finden wir auch heraus, für was dass es uns als Kreuzpunkt überhaupt braucht. In dieser Zeit, in dieser Region, in diesem Jahrtausend, wo wir unterwegs sind. Was ist unsere Berufung? Was ist unser Auftrag? Wozu existieren wir eigentlich? Und auf was sollten wir schauen und auf was sollten wir fokussieren? Wenn wir diese zwei Fragen stellen, habe ich das Gefühl, wird ganz viel von dem klar. Von dem her meine Frage, hey, sind wir ready, um probieren, diese zwei Fragen zu beantworten, dem nachzugehen, wirklich mal zu hören und Gott im Zentrum zu haben und ihn die Frage stellen, hey, was sieht Gott und was möchte er von uns als Kirche?
Und ich möchte jetzt gerade beten mit uns allen zusammen, auf dass wir offen sein für die Fragen wirklich zu beantworten. Dass der Heilige Geist heute Morgen wirken darf. Dass er kann kommen und dass er kann Raum einnehmen an dem heutigen Morgen. Das ist mein Herzensanliegen und das möchte ich in Wort jetzt unserem Vater zum Ausdruck bringen. Himmlischer Vater, ich bitte dich heute am Morgen um dein Wirken. Ich bitte um dein Eingreifen. Ich bitte um deine Klarheit. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du uns deine Perspektive heute am Morgen auftust. Dass wir sehen können, was dir wichtig ist. Dass wir unsere eigenen Wünsche und Interessen einfach mal für 2 Stunden hinterstellen, mal nicht beachten, sondern dass wir einfach diesen Fragen nachgehen, was möchtest eigentlich du von uns? Und ich bitte dich, dass du uns weich machst für das. Dass du unsere Herzen offen machst, dass Veränderung passieren an dem heutigen Morgen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, in die Predigt, in meine Worte, in alles, was heute Morgen passiert. Ich möchte dir einfach die Erlaubnis geben, zu wirken, so wie du möchtest. Und wir möchten heute einfach gebraucht werden von dir, Werkzeug sein zu deinem Dienst. Und alle, die einverstanden sind, dürfen sagen, Amen. Amen. Alright, das bringt uns zu der ersten Frage. Das ist die andere Frage auf der PowerPoint-Folie. Nämlich, was sieht Gott, wenn er auf Kirche schaut? Was ist es, was Gott sieht, wenn er Kirche betrachtet? Und ich möchte da nicht allzu tief drin hineingehen, weil wir haben im Frühling 24, also im Frühling letztes Jahr, haben wir eine ganze Serie gemacht über Bilder von der Kirche. Gott sieht uns als Brut. Gott sieht uns als Volk. Gott sieht uns als Herde. Und dort haben wir ganz viel von diesen Bildern angeschaut. Das heisst, wenn du nochmal repetieren oder nochmal hören, hey, wie genau sieht Gott, wie wird die Kirche beschrieben, dann gang doch und schau die auf YouTube, sind alle verfügbar, kannst du dort nachlesen, nachhören, nachschauen. Hey, was gibt es alles für Bilder für Kirche? Und ich finde es extrem spannend und inspirierend, was es in der Bibel da nicht alles für Bilder gibt. Aber ich möchte noch 2 Sachen, die wir in dieser Serie nicht hatten, heute ergänzen, nämlich zu der Frage, was Gott sieht, wenn er Kirche betrachtet. Ich glaube nämlich, dass Gott auch Ewigkeit sieht, wenn er die Kirche betrachtet. Gott sieht die Kirche als Teil von seinem ewigen Plan. Das ist ein essentieller Baustein in der Heilsgeschichte, wo Gott die Geschichte dieser Welt am Vorwärtsbewegen ist und am Schreiben ist und am Formen ist. Dort ist die Kirche ein essentieller Bestandteil. Ich glaube, Gott sieht Ewigkeit, wenn er Kirche sieht. Dort möchten wir Hebräer 12, 23 miteinander anschauen. Dort steht Folgendes: Ihr gehört zu seinen Kindern. Also jetzt redet der Autor vom Hebräerbrief zu uns allen. Jetzt müssen wir gut aufpassen, wir sind adressiert. Die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wenn du ein Ja hast zu Jesus, wenn du dich mal zu ihm bekannt hast, dann ist das Versprechen von Gott. Er schreibt deinen Namen auf und du bist wie im Himmel registriert. Du gehörst dazu. Du bist Teil von dem. Und was ist dort, wo du dazu gehörst? Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Okay, kurz erklären. Wenn der Hebräerbrief da schreibt, wir gehören zu dieser Gemeinde, ist das griechische Wort, das da gebraucht wird, ist Ekklesia. Das ist das gleiche Wort, wo Kirche davon abstammt. Also, das ist das Wort für Kirche, für Gemeinde. Wenn wir Gemeinde brauchen, dann ist das mehr ein traditioneller Ursprung. Zur Absonderung von der Landeskirche haben wir mehr den Begriff Gemeinde gebraucht. Aber es ist eigentlich alles gleich. Und in der Bibel wird das Wort Ekklesia gebraucht, von dem das Wort Kirche abgeleitet wird. Also der Hebräerbrief sagt, wir gehören zu einer Kirche, wo auch Menschen dazugehören, die schon in der Ewigkeit sind. Die vor uns gegangen sind, wo der Abraham und der Noah und all die Vorbilder, die im Hebräerbrief erwähnt werden, die gehören zu der gleichen Kirche und die sind schon in der Ewigkeit drinnen. Also für alle die nicht so Freude haben an Kirche, das ist Bad News. Das hört nämlich nie mehr auf.
Kirche ist ein Teil von der Ewigkeit. Wir gehören auf ewig zu seiner Kirche. Es gehört zu seinem Errettungsplan dazu. Also wenn Gott Kirche sieht, dann sieht er eine Ewigkeitsperspektive. Etwas, wo nie mehr aufhört. Etwas, das Bestand hat, weil er so beschlossen hat. Etwas, wo er alle Menschen, alle Völker, alle Nationen dazu möchte einladen und wo er will, dass wir dazugehören. Also wenn Gott Kirche sieht, dann sieht er etwas Ewiges, etwas Beständiges, etwas Grösseres als einfach nur lokale Kirchen. Er sieht etwas Universelles. Das ist Gottes Perspektive auf Kirche. Ich glaube, er sieht auch, wenn er die Kirche betrachtet, sieht er ein Zeugnis von seiner eigenen Vertrauenswürdigkeit. Ich erkläre das gerade, was ich damit meine. Gott sieht die Kirche als Proof of the Pudding oder als Beweis, dass er seinem Wort und seinem Plan treu bleibt. Ich habe in der Dogmatik, die ich da vorbereitet habe, habe ich einen Satz gelesen, der hat mich mega berührt und mega begeistert. Und ich möchte euch den auch zumuten. Dort steht nämlich, der hat geschrieben in dieser Dogmatik, die reine Existenz der Kirche ist Zeugnis für Jesus Christus. Warum sagen wir das? In Matthäus 16, Vers 18 lesen wir Folgendes, wie Jesus sagt. Er redet jetzt zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, wieder Ekklesia, bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Andere Übersetzungen sagen, the gates of hell cannot stop it. Also, wenn heute Kirche existiert, ist das Zeugnis, dass was Jesus gesagt hat, tatsächlich wahr ist. Er hat gesagt, ich baue Kirche und die Kirche wird Bestand haben. Und nichts und niemand, keine Macht auf dieser Erde oder sonst irgendetwas kann die Kirche stoppen. Ich habe es beschlossen. Und dass wir heute, 2000 Jahre später, Teil sind von dieser Ekklesia, ist einfach Zeugnis, dass Jesus seinem Wort treu ist. Dass wir darauf vertrauen und darauf bauen, dass das, was Jesus sagt, wahr ist. Die reine Existenz von uns gibt Zeugnis für Jesus Christus, dass das, was er sagt, verlässlich und wahr ist. Ist das nicht genial? Schon nur, dass ihr da sitzt, gibt Zeugnis für Jesus. Wir haben noch gar nichts gemacht, außer dass wir existieren. Beweist schon, dass Jesus Recht hat. Weil er gesagt hat, meine Kirche gibt es und nichts wird die stoppen können. 2000 Jahre später. Hey, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auskennst, dann ist das ein phänomenaler Fakt, dass die Kirche überlebt hat, schon nur. Hey, so hart verfolgte Gemeinschaft. Am Anfang eine kleine Sekte gewesen, irgendwo im Nirgendwo. Eigentlich die Überlebenschance von so etwas ist blödsinnig klein. Und jetzt, 2000 Jahre später, geht es der Kirche weltweit gut und Milliarden von Menschen gehören zu dem Leib Christi dazu. Wenn das nicht ein Zeugnis ist für die Wahrhaftigkeit und Treue von Jesus, dann weiss ich nicht, was wir sonst noch alles brauchen. Also hey, wenn Gott die Kirche sieht, sieht er Ewigkeit und er sieht das Zeugnis für seine Wahrheit, dass er Recht hat und dass das, was er sagt, wirklich zur Vollendung kommt. Und das Dritte, was er sieht, das finde ich auch sehr cool, ich glaube, Gott sieht eine Armee. Im Alten Testament wird das Wort Chile, ist ein anderes hebräisches Wort, das nachher übersetzt wird. Also von dem her kann man sagen, ja, das ist wie das gleiche Wort, wird auch gebraucht, wenn sich Truppen versammelt hat. Also bevor dem Krieg haben sich Truppen versammelt und dieser Versammlung von allen Soldaten, die jetzt an einem Ort waren und bereit waren, zum Ausziehen und in den Kampf zu gehen und etwas zu erledigen oder zu gewinnen, zu kämpfen. Dieser Versammlung vor dem Krieg, der hat man auch Chile gesagt. Ich glaube, wenn Gott uns sieht, dann sieht er auch beauftragte Soldaten, die ready sind, um für sein Reich zu kämpfen und einzustehen für das, was ihm wichtig ist. Das zur Ergänzung, was Gott sieht, wenn er Kirche betrachtet. Er sieht eine Ewigkeit. Er sieht ein Zeugnis für seine Vertrauenswürdigkeit und er sieht Soldaten, die ready sind, um in den Kampf für ihn zu gehen. Das ist es, was Gott sieht, wenn er Kirche betrachtet. Das möchten wir jetzt die zweite Frage stellen. Was bringt denn Kirche genau Gott? Was erwartet oder was ist der Auftrag, die Berufung von der Kirche? Was haben wir zu tun in der Zwischenzeit, bis er wiederkommt? Was ist unser Auftrag? Und das Erste, was wir dort möchten
festhalten, was unser Auftrag, unsere Berufung ist Evangelium sichtbar und erlebbar machen. Das ist der Auftrag von uns als Kirche. Unser Job ist es, die gute Botschaft von Jesus Christus sichtbar zu machen, hörbar zu machen, erlebbar zu machen, schmeckbar zu machen. Das ist der Auftrag der lokalen Kirche. Wir lesen in Matthäus 28, 19 bis 20, bevor das Jesus in den Himmel geht, wie er seinen Jüngern einen Auftrag gibt. Und dort sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also bis zum Ende der Welt haben wir den Auftrag gefasst. Wir sind dazu da, um das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus, was er für uns da hat, was seine Freiheit für dich und mich bedeutet, das sollen wir erlebbar und sichtbar und hörbar machen in allen Völkern dieser Welt. Das ist die Berufung, der Auftrag von uns, während die Ewigkeit noch wartet, während wir noch nicht in dieser Ewigkeit sind, während er noch nicht zurückgekommen ist, bis das Ende dieser Welt noch nicht da ist. Wir haben diesen Auftrag. Und im Epheser 3, Vers 6, auch mega schön, lesen wir dazu, die Nichtjuden, das sind wir. Darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Also da geht es um die Kirche. Dort nachher steht als nächstes, das alles ist durch Jesus Christus und mit der Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Also wenn wir zusammenkommen, wenn wir eine Kirche sind, wenn wir vereint sind, grosses Geheimnis, wo fast nicht fassbar ist, dass das machbar ist. Ich finde das auch wieder spannend, wenn man bei uns mal so ein bisschen durch die Reihe schaut, was da alles für Nationen und für Alter und für verschiedene Hintergründe und Geschichten zusammenkommen. Und all das hat Jesus vereint in seiner guten Nachricht, in seiner guten Botschaft ist das eins. Weil wir sind beauftragt, die gute Nachricht sichtbar und spürbar zu machen. Im Jakobus 1,27, für die das jetzt ein bisschen zu theoretisch gefunden haben, ein bisschen zu theologisch, zu philosophisch, nennen es wie du willst, gell, wie ist jetzt denn das genau? Also wir sollen das Evangelium sichtbar und hörbar machen. Der Jakobus 1,27 bringt es auf den Punkt, wie er es beschreibt. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen. Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Andere Übersetzungen nennen es dann das, ist wirklich ein Gottesdienst. Wenn wir praktisch, erlebbar das Evangelium, die gute Nachricht, anderen Menschen zugänglich machen. Wenn wir Menschen in Not helfen, das ist der Auftrag von uns als Kirche. Wir sollen die gute Nachricht verkünden, aber wir sollen sie auch ausleben. Wir sollen die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt drinnen sein. Und wir sollen Witwen und Waisen und Benachteiligten helfen und sichtbar und spürbar werden lassen, dass die gute Nachricht von Jesus nicht etwas Hochtheologisches, etwas Theoretisches ist, sondern dass das etwas Praktisches, Lebensveränderndes jetzt schon auf dieser Welt soll sein. Das ist unser Auftrag als Kirche. Wir sollen Evangelium hörbar und spürbar machen. Wir haben noch weitere Aufträge. Gott möchte noch andere Sachen von der Kirche. Er sagt auch, im Epheser 3, Vers 21 lesen wir, was ein weiterer Auftrag von uns ist. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Amen. In der Kirche soll das Lob Gottes nie aufhören. Von Generation zu Generation soll es weitergehen. Amen. Es soll nicht aufhören, in der Kirche die Ehre Gottes gesungen, zu preisen, zu erzählt. Und er ist im Zentrum der Kirche und sein Name soll gross gemacht werden. Bei uns im Kreuzpunkt. In jeder Kirche soll Worship nie aufhören. Wir sind berufen, beauftragt, Gott die Ehre zu geben. Darum singen wir am Sonntagmorgen. Für alle, die nicht so gerne singen, das ist unser Auftrag. Gott hat das gesagt, wir sollen das machen. Wir müssen das machen. Es gibt gar keine Alternativen, gar nichts zum nicht machen. Er will es ja. Er sagt, in der Kirche soll
mein Name gross gemacht werden. Ihr sollt mich ehren und loben und preisen. Und darum tun wir am Sonntagmorgen Gott im Zentrum haben. Darum tun wir ihn anbeten, ihn loben und preisen mit allem, was wir haben und sind. Weil das ist es, wozu wir schlussendlich berufen und erschaffen sind, als Kreuzpunkt, als Gemeinde. Sollen wir nicht aufhören, Gott zu loben. Amen? Amen, okay. Ich erwarte nachher einen kräftigen Lobpreis von uns allen zusammen. Ich freue mich schon, keine Pressure Band, gell? Aber der Himmel wird jetzt dann gerade auf die Erde kommen. Wir werden alle ready sein, um einfach Gott mit allem, was wir haben und sind, die Ehre zu geben. Schlussendlich sind wir berufen zu dem. Das ist schon unser Auftrag. Gott hat es gesagt, er hat es bestimmt. Hey, in der Kirche geht es um mich. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Das kann man nicht irgendwie abschwächen oder anders sehen. Sondern wir sind dazu da, berufen, zum Gott die Ehre zu geben. Der letzte Auftrag, und klar, man könnte die Liste noch länger und grösser machen, aber ich habe mich auf 3 beschränkt, weil 3 ist eine gute Zahl. Darum der dritte Punkt, der dritte Auftrag von uns als Kirche, was Gott von uns erwartet oder was er gerne möchte von der Kirche, ist Transformation. Im Römerbrief 8, Vers 29 lesen wir Folgendes. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Das hat er vorbestimmt. Er hat schon gewusst, dass er Kirche wird machen, auf das dort drinnen Menschen dürfen verändert und geformt und immer mehr so werden, wie sein Sohn, Jesus Christus, uns vorgelebt hat. Das ist unsere Bestimmung. Also was möchte Gott gern von uns? Er möchte gern, dass in der Kirche Menschen immer mehr werden, wie sein Sohn, Jesus Christus. Darum haben wir die 4 Schritte definiert. Wir möchten immer mehr werden wie er. Wir möchten aufbrechen. Wir möchten Gott kennenlernen, so wie Jesus den Vater kennt hat. So wie Jesus mit dem Vater in eins war. Wir möchten gerne immer mehr die schlechten Verhaltensweisen, die uns irgendwie angeeignet worden sind in dieser Welt, wenn wir ablegen. Wir wollen Freiheit erleben. Wir wollen herausfinden, was Gott für einen Plan für unser Leben hat. Wir wollen immer mehr eins werden mit seinem Herzschlag. Das, was er möchte bewirken in unserem Leben drinnen. Wir möchten das entdecken. Und wir möchten losgehen und einen Unterschied machen in dieser Welt, in dieser Zeit. Das ist es, was wir als Kreuzpunkt wollen. Das ist es, wieso dass wir existieren, weil Gott das von uns erwartet. Weil das sein Plan war, weil das seine Berufung ist, die er der Kirche gegeben hat. Hey, wir haben sie probiert, in einem Satz zu formulieren. Wie können wir das formulieren? Was ist eigentlich unser Mission Statement, gell? Schönes Wort, aber was ist unsere Mission? Warum gibt es uns? Warum existieren wir als Kreuzpunkt? Und wir haben es so formuliert, wir wollen Jesus berühmt machen in dieser Region und wir wollen immer mehr werden wie er. Wir wollen ihn nicht bekannt machen. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Leute Jesus kennen, sondern wir wollen, dass er berühmt ist. Dass ihm die Ehre und der Lob zufällt, wo ihm gebührt. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass möglichst viele ihn kennen, es geht möglichst darum, dass möglichst viele ihn anbeten. Dass wir ihn im Zentrum haben, dass er berühmt ist, dass er revered wird, würdest du auf Englisch sagen, dass er angehimmelt wird. Bei uns in dieser Region soll Jesus im Zentrum sein. Wir wollen das Lob von Jesus gross machen. Das ist unsere Berufung als Kreuzpunkt. Das ist es, was Gott von uns erwartet. Und wir wollen so werden wie er. Immer mehr. Im Wissen, dass wir nie werden das erreichen, was Jesus war. Im Wissen, dass das dann in der Ewigkeit vollendet wird werden. Aber solange es uns gibt, da auf dieser Erde, wollen wir Jesus berühmt machen im Kreuzpunkt. Und wir wollen werden wie er. Um das geht es uns. Das ist unsere Berufung als Kreuzpunkt. Und darum, zum Schluss von meiner Predigt möchte ich dir Folgendes mitgeben. Wie wäre es, wenn wir heute anstatt fragen, hey, ist der Worship eigentlich gut gewesen? Dass wir nicht fragen, hat es guten Kaffee gegeben? Weil die Antwort ist ja, es gibt guten Kaffee. Wir haben eine neue Espresso-Maschine, die guten Cappuccino macht. Halleluja. Wir wollen nicht die Frage stellen, hey, hat mich das angesprochen?
Ist es von der Lautstärke mir entsprechend gewesen? Hat mir die Beleuchtung gefallen? Sondern ich wünsche mir wirklich, dass die Frage heute, wenn wir rauslaufen, heute durch den Tag durch ist, wenn wir eben vielleicht am Mittagstisch noch mal resümieren, nachdenken über Gottesdienst, dass unsere Frage ist, hey, haben wir heute Jesus dir gegeben? Ist er berühmt gemacht worden heute? Da unter uns. Ist Jesus als der vorgekommen, wo er ist? Der Herr von dieser Welt. Der Herr von meinem Leben. Ist ihm die Ehre gegeben worden. Habe ich dazu beigetragen, dass das Lob Gottes heute gross geworden ist? Kann ich da Ja oder Nein sagen? Ich möchte gerne, dass wir uns die Frage stellen, hey, habe ich dazu beigetragen, dass die gute Nachricht, das Evangelium sichtbar, erlebbar geworden ist für andere? Habe ich andere Menschen ermutigt? Habe ich ihnen eine Ewigkeitsperspektive geben können? Habe ich für jemanden beten? Habe ich das Reich Gottes bauen? Heute am Morgen da, wo ich unterwegs war. Hätte der Heilige Geist mich heute brauchen können? Bin ich mit dem Auftrag Gottes unterwegs gewesen? An diesem heutigen Morgen bin ich bereit gewesen, mich brauchen zu lassen von ihm. Und weißt du was? Ich bin von Herzen überzeugt, da könnte man noch viel mehr Fragen dazu stellen, gell? Aber je mehr wir dort mit Ja beantworten können, desto mehr Sinn hat Kirche. Desto mehr Sinn werden wir erleben und desto mehr Befriedigung gibt es, wenn wir Teil sind von einer Kirche, die mit einem Auftrag unterwegs ist. Die möchte sichtbar und erlebbar machen, wie Evangelium in unserer Region gross wird. Erlebbar, spürbar wird. Wie das Lob Gottes gross gemacht wird. Wie wir vor den Thron Gottes als Gemeinschaft kommen und ihm einfach die Ehre geben, die ihm zugesteht. Wenn wir verändert werden, transformiert am Sonntag, morgen, durch das Wirken vom Heiligen Geist immer mehr ins Ebenbild von Jesus. Je mehr das passiert, desto mehr Sinn und Befriedigung gibt Kirche. Das ist das einzige Mal, wo ich euch heute Morgen etwas verkaufen wollte. Einfach das, dass wir mit dem Auftrag von Gott unterwegs möchten sein als Kirche. Und für das möchte ich jetzt beten, bevor wir nachher unserer Berufung treu werden und ihn anbeten und seinen Namen gross machen. Herr Jesus Christus, ich möchte einfach erleben, wie immer mehr dein Wille geschieht da bei uns im Kreuzpunkt. Wie wir immer mehr dem Auftrag von dir gerecht werden. Wie wir immer besser mit dem unterwegs sind, was du uns anvertraut hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns eine neue Kreativität schenkst, um deine gute Botschaft, um das, was du für uns da hast, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du die Schuld von uns auf dich genommen hast, dass das sichtbar werden bei uns, Herr Jesus. Gib du uns einfach deine Kreativität, dass wir das erzählen und verkünden mit allem, was wir tun, Jesus. Mach du das Lob gross. Wir wollen heute Morgen dir hören. Wir wollen dich anbeten, Jesus. Wir wollen dich im Zentrum haben. Und ich bitte dich, verändere du uns. Wir haben es so dringend nötig. Wir wollen immer mehr werden wie du. Es gibt noch so viel, was nicht ist, wie du möchtest. Und das möchten wir dir heute Morgen herlegen. Und ich bitte, verändere du das. Zeig du uns den nächsten Schritt auf dem Weg der Transformation. In deinem Namen, Jesus Christus, bitte ich das. Amen. Hey, lass uns jetzt einsteigen in die Anbetung von Jesus Christus. Lass uns unserem Auftrag treu und gerecht werden.